Jenny, ich bin da gerade am Strand in Norwegen und nebendran das Beachfeld und es sind Leute am Beach und es reizt mich richtig auch, dort mitzumachen. Aber ich muss mich halt muss mit denen reden, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf Leute. Aber ich will spielen. Was für ein Dilemma, ne? Hey zusammen, mein Name ist Jenny Mein Name ist Flavia. und in dieser Folge rede ich darüber, wann ich das letzte Mal Geld gewaschen habe und warum ich ums Leben von meinem Bruder gebrüllt habe. Und ich erzähle, wie mein Vater in der Ferien als Wingman so gearbeitet hat und was Jenny und ich am Ballermann verloren haben. Leute, wo geht ihr eigentlich in die Ferien? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich finde das Yes. noch cool zum Wissen. Das wäre spannend, ein bisschen Inputs. Yes. Ihr habt auf jeden Fall eure Flüge schon gebucht oder vielleicht Züge oder Routen schon geplant. Man kann ja so auf so viele verschiedene Arten in die Ferien gehen. Oder ihr habt, keine Ahnung, einen coolen Airbnb. Nein. Doch, das wäre doch jetzt gut gewesen. Okay, dann mache ich gerade weiter. Oder irgendwie, ihr habt gerade ein mega geiles Airbnb schon gebucht, auf das ihr euch jetzt mega freut. Es ist einfach Fakt. Aktuell sind alle Leute in der Ferienstimmung. Man merkt es auch im Büro, es ist leer, die Leute sind in der Ferien. Vielleicht auch weniger Verkehr auf der Straße, weniger Leute im Zug beim Pendeln. I don't know, aber auf jeden Fall ist weniger los. Die Leute sind in der Ferien und darum haben wir gedacht, machen wir die Folge so ein bisschen über, auch Ferien. Über unsere Stories. Über unsere Ferien-Stories. Vielleicht hört ihr ja gerade uns am Pool Oder am Strand. oder bei euch im Zug. Bett. Ist auch Flugi. easy. Genau. Wo auch Darum, immer ihr seid, genau, wir packen heute ein paar Reisestories aus und nein, keine Angst, wir erzählen nicht nochmal die gleichen Stories wie, ich glaube, in Folge 3 oder so haben wir über das Reisen geredet, ja. Ja, ist jetzt schon ein Moment her. In der Zwischenzeit sind auch schon wieder ein paar Sachen passiert, aber genau, heute reden wir so ein bisschen über Ferienstories, vorher aber noch. Shit and Shine. Genau. Du hast einen Shit, ich habe einen Shine. Wie wollen wir starten? Mit Shit. Also, ich habe diese Woche gemerkt, ich bin so dumm, weil ich habe ein paar App-Einkäufe oder ein paar App-Abos, von denen ich nicht gewusst habe, dass ich sie habe. Oh. Weil ich bin eben so in meinem E-Banking gsi und habe dann so geschaut, einfach so, für was habe ich eigentlich in letzter Zeit so viel Geld ausgegeben. Und dann habe ich so gesehen, Apple-Rechnungen. Und ich so gesehen, hä? Da 50 Stutz, dort 40 Stutz. Ich so, hä? Was habe ich gekauft? Also, hä? Und dann bin ich auf Einstellungen in die Subscriptions schauen und dann reizt dir alles auf, von was du halt abonniert hast oder gekauft hast. Und dann habe ich so gesehen, einmal habe ich 40 Stutz ausgegeben für so eine App, mit der du auf Insta deinen Feed kannst planen. Oh mein Gott, so unnötig. Vor allem, ich achte mich ja null auf meinen Feed. Also wer auf mein Insta jetzt geht, der sieht, es ist alles ein Wischiwaschi. Wirklich? Null Ästhetik. Null. Also überleist du 0. Also manchmal, wenn ich ein Reel poste, schaue ich schon, was nehme ich jetzt als Titelbild, aber ich gebe mir keine Mühe, das jetzt farblich zu bearbeiten, dass es irgendwie zum Feed passt. Oder es ist jetzt nicht so, dass ich ein Video nicht poste, weil ich noch nicht weiss, welches Thumbnail ich dazu nehme. Weißt du, was ich meine? Also ich achte mich schon nicht so fest. Also ja. Und ich habe eben die App abgeladen, weil ich das mal testen wollte, weil ich dachte, ja komm, eigentlich könnte ich das ja mal anfangen. Dann habe ich so halt Apps abgeladen und bei allen gibt es aber spätestens, wenn du willst, die Funktion brauchen, die Funktion, dass du das musst jetzt kaufen oder die Funktion, dass du das musst jetzt wöchentlich oder monatlich abonnieren. Und ich habe, glaube ich, ein Free Trial, so fängt es immer an, ein Free Trial gelöst, also irgendwie 7 Tage gratis. Und dann halt vergessen künden und nach diesen 7 Tagen, so machen die ja auch Geld, weil einfach Ja. alle Leute vergessen, dir das Probeabo zu künden, Mann. Du bist genau ihre Klientin, die es will. Ganz genau. Ja, 40 Stutz? Ja, what the 40 fuck? Stutz. Ich habe das jetzt natürlich sofort gekündigt, aber gleich. Das ist ein Nachtessen in Zürich oder so. Oder ja. Und dann noch andere Sachen auch. Irgendwie habe ich letztens, wenn ein paar Mädels in der Ferien sind, dann haben wir irgendwie so einen Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt, um herauszufinden, was für Beziehungstypen wir sind. Oder Bindungstypen, genau, was für Bindungstypen wir sind. Ja, auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und dann auch meine Daten und so angeben. Eigentlich auch mega dumm, gell? Ich meine, ich muss ja dann auch so Kartenangaben und so eingeben. So dumm eigentlich. Weil ich muss einfach merken, ich muss ein bisschen bremsen, weil wenn ich zu schnell, so, wenn die Kartendaten zu locker hocken und ich die so schnell eintippe, dann tippe ich sie vielleicht auch mal noch jemand ein, wo ich sie nicht hergeben sollte. Weißt du, so Scam-mässig. Ich habe einen Kollegen, der letztens irgendwie auch 500 Stutz verloren hat. Ja gut, der ist auch explizit nur nach Bankdaten gefragt worden. Das ist wirklich offensichtlich ein Scam. Aber trotzdem, ich muss einfach aufpassen, dass ich da nicht so viel Geld für so blöde Free Trials ausgebe. Ja, Ja. ey, ich muss auch mal reinschauen.
Weil, ja, ich habe hure lange noch die Kreditkarte von meinem Vater, weil ich keine hatte. Weißt du, über mein iPhone laufen. Und jetzt habe ich dann über meine. Und jetzt sehe ich halt auch so, für was ich Geld ausgebe. Was, hast du eine Kreditkarte? Ja, ich habe meine Kreditkarte hinterlegt. Also nein, ich meine, hast du eine Kreditkarte? Ja. Fürs Ausland auch. Sonst... Ich habe eine Debitkarte. Keine Ahnung, was Nein, ich habe eine U-Karte. Mit der kann ich im Ausland zahlen, aber es ist keine Kreditkarte. Ja, Also, never du kannst mind. mit der auch ins Minus gehen. Weil ich weiss Ja, nicht, ja. zum Beispiel, eine Kreditkarte ist das die, was du am Ende des Monats eine Rechnung bekommst, oder? Ja, ja. Mit der kannst du ins Minus. Das fände ich eben nicht geil. Weil dann kommst du am Ende des Monats eine fette Rechnung. Ja, ja, ich weiss. Oh nein, Ja. zahle ich lieber alles auf der Stelle. Aber ja, Ja, so sind wir unterschiedlich. Was ist dein Schein? also ich habe jetzt gerade gemerkt, mein Shit ist, dass ich Schweißflecken bekomme. Aber ey, ich fange sieht noch voll an. nichts. Doch, schau. Aber ich fange voll, ich habe kein Deo heute Morgen gehabt und jetzt habe ich schon 3-mal meine Achseln gewaschen. Und jetzt fange ich wieder an zu schwitzen, Kopf. Es ist Aber aber ist auch ja warm da rein. Gell? Ja. Ja, du hast ein graues Liebling, sag mal. Das ist doch auch so Ja, anfällig. aber erstens mein Graue. Also, schüch. schaut jetzt mal ins Video, dass ihr unsere Outfit-Options sehen. Aber, also, das Liebling ist ja sehr look. Ich bin auch am Schwitzen, aber es kommt halt nicht an meine Achseln an. Ja, ja. Ja, okay. Aber das ist mir... mir wäre das egal, wenn ich so... wobei ja... Nein, sicher nicht, wäre dir das Achselschweiß. egal. Achselflecken, Schweißflecken. Nein, das versaut alles. Ist doch nicht so schlimm. Du bist auch noch ein Mensch. Es ist heiß, es ist Sommer. Ich bin einmal shoppen und habe so einen rollkragengrünen Pulli gekauft und ich habe den hure lange in der Garderobe angehabt, dass ich Schweißflecken bekommen habe. Und ich habe ihn aber gekauft. Und nachher, dem? nein, Ah. einfach so, weil er geil war. Und an der Kasse habe ich mich so geschämt, den anzulegen mit Schweißflecken und ich so zum Verkäufer, ja, sorry, ich habe jetzt schon Schweißflecken. So, ist doch egal, ist menschlich. Ja. Aber trotzdem, fuckt's ab. Also Ja. sorry, es sieht einfach nicht ästhetisch aus. Es Aber gibt Leute, die tun sich die Achseldinger ich weiss, ich kenne lasern. jemanden. oder löten oder so. Wegen Also ja, einfach so, Also dass dann... Schweißdrüsen. Ja, genau. Ja, das ist krass. Würdest du das machen? Bah, der Eingriff gruselt mich ein bisschen. Aber hey, Wirklich? wenn es mich... also ich kenne jemanden, der immer muss ein Hemd anlegen muss zum Arbeiten. Und Hemden sind doch auch so anfällig, so weiss sie. Sehe ich schon, wenn halt das dein Job ist und du immer das musst anhaben und die Schweißflecken, du so ein Meeting hast mit so Schweißflecken. Sehe ich schon. Ja, gut. Aber ja, also ich habe eigentlich einen Schein. Ah, sorry. Nur kurz der Shit. Gell, du nimmst auf. Ja, Ich habe irgendwie heute Paranoia. Gut. weil wir so schnell gestartet haben. Ja, gell? irgendwie. Wir sind irgendwie ins Studio gelaufen und haben nicht lange gehalten und dann war alles eingestellt gewesen und jetzt Ja. haben wir auf. Und ich bin aber heute auch irgendwie ein bisschen, nicht neben der Spur, aber so... Ja, ich auch. Also ich brauche Ferien. Eigentlich auch Ferien. Aber also zum Schein. In der WG sind wir letztes Mal zu dritten gewesen und einer ist es nicht so gut gegangen, also hat ein bisschen viel im Kopf gehabt und so. Und dann war es so geil gewesen, die andere WG-Mitbewohnerin hat dann 3 Stühle von unserem Tisch genommen und so in eine Reihe gesetzt. Mhm. Und jetzt schnell Hintergrundinfo zu dieser Strategie, die 3 Stühle. Die Kollegin, die das gemacht hat, die 3 Stühle, das kenne ich eben auch. Wir waren beide in so einem System für die Übungstherapie, die ich mal erwähnt habe. Ah, ja. Für die Leute, die in Psychologiestudentinnen. Ausbildung sind zum Psychologie, also zum Psychiater oder Psychiaterin. Genau, werden. Und wir zwei sind wie in dem System gewesen und haben je Im System, das ist dann wie so eine Sorry. Sekte. in dem Programm und haben je 3 Therapiesitzungen gehabt. Und das Lustige ist, also wir haben beide einen anderen Psychologen gehabt. Und sie hat einfach, ihr Psychologe hat auch die Strategie mit diesen 3 Stühlen gemacht und meinen auch. Aber was ist jetzt das? Die Strategie ist so, also die Strategie oder die Ding, ja. Mhm. Du tust wie Übung. pro Stuhl, bei mir ist pro Stuhl eine Art von Flavia gsi. Also ich habe verschiedene Persönlichkeiten in mir und die eine Flavia ist ich tue jetzt random aufzählen, ich will da nicht persönlich werden, kann ich zum Beispiel ist die eine die humorvoll, die andere ist die verletzlich und die andere ist die kontrollierend. Ich hätte einfach wirr. Und nachher musst du auf den Stuhl sitzen und dann musst du von dieser Person aus reden, wie es dir gerade geht in dieser Situation, so eine Beispielsituation. Und dann musst du es 3-mal machen für jeden Stuhl einig, für jede Rolle einig. Genau, du bist ja wie so verschiedene Rollen, genau. Und dann eben die Kollegin, die andere, der was nicht so gut gegangen ist, ist ein bisschen verwirrt gewesen. Und dann hat einfach eben die Kollegin, die das Ding auch kennt, 3 Stühle genommen. Sie so, also, schau, der Stuhl ist für das, der für das, der für das.
Hockade. Und wir quasi eine Therapiesitzung mit ihr gemacht. Im Wege-Wohnzimmer. Ja, so geil. Und vor allem, wir haben sie nicht müssen anweisen, sie war so drin gewesen. Dann ist sie aufgehockt und ist zum anderen Stuhl gesäckelt und ist angehockt, um von dort aus zu erzählen. Sind sie nicht in einer Reihe gewesen? Doch, aber sie hätte ja trotzdem übersäckeln. Aha, okay. Aber weißt du, sie hätte ja easy können auch vom anderen Stuhl über das andere Gefühl reden, wenn sie ihr gerade in den Sinn kommt. Aha. Aber sie wechselt zuerst so den Platz. Aber das ist doch Sinn von der Sache, das hätte ich auch gemacht. Ja, mega, aber ich habe es voll nicht, weil sie hat das eigentlich nicht so geübt wie mir in diesen 3 Therapiesitzungen. Aber sie hat es gecheckt, she got the memo, ja. Genau, und hey, es hat im Fall geholfen. Also sie hat Also Klarheit was bringt die Übung? Die Übung bringt einfach zu wissen, dass du aus verschiedenen Perspektiven kannst reden und es dann halt auch unterschiedlich tönt. Oder was ist so? Ja, zum Beispiel, wenn du eine gewisse Situation hast im Tram, keine Ahnung, etwas stört dich mega und dann nimmst du diese Situation beispielsweise und redest. Versuchst sie 3-mal zu bewerten. Ja, oder auch mit einer anderen Person im Oder- Konflikt. Ja. Es ist mega individuell, Ja. aber es hilft einfach, um so die eine Rolle in dir zu verstehen, was sie jetzt verletzt ja. und wie sie... Mega geht. gut, ja. Mhm. Ich finde das wenn man sein eigenes Verhalten versteht, auch wenn es manchmal ein nicht gutes Verhalten ist, ich finde, das ist krass, ein krasser Skill, wenn man das kann. Ja, Weil mega. sowieso wortwörtlich einen Schritt auf die Seite tun und sich kurz von außen beobachten und sich so denken, warum habe ich jetzt so reagiert? Genau, und warum habe ich es das jetzt so gesagt? hilft dann eben so noch, das ist die Flavia oder das ist jetzt gerade die gewesen und Das sagt jetzt gerade die verletzlich, weil sie... ja. Und die spielen manchmal halt zusammen auch. Dann habe ich auch mit dem anderen Stuhl so, ja, und was ist jetzt dieser Flavia dort hin, weißt du, so bla, ja, es ist Und schon hat noch das aber komplex. geholfen? Ja, ich müsste es glaube mehr machen, es waren ja nur 3 Sitzungen gewesen, um noch mehr reinkommen, aber es hat mal gut Aber das hast du ja nicht alle 3 Sitzungen gemacht, oder schon? Nein, eher, wo der Psychologe mich ein bisschen kennt hat. Er hat mich halt zuerst kennenlernen. Ja, okay. Aber Voll. dann nachher eine spannende Übung, ja. Und Mega. dann nachher ist es ihr besser gegangen. Ja, ist ein bisschen klarer. Aber Ja. man hat ein bisschen sortiert, wie so die 3 Stufen. Ja. Super, darum ist das dein Schein. Ja, Schön. mega. Schön. Schön und die Ferien sind auch schön, gell? Ja, Darum Ferien steigen sind... Was für ein Darum Übergang. steigen wir ein Übrigens, heute sind wir beide Brüllenschlangen. ja. Ist mir noch du hast bis jetzt noch nie Brüllen angehört im Mhm. Podcast. Mhm. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie der Flavia, was sie für ein Brüllendesign ausgewählt hat. Dann. Ja, genau. Es ist schon 6-jährig. Aber ich habe gemeint, du leistest die immer nur die Haie, oder? Ja, oder wenn ich die Linsen nicht finden tue, dann weißt du, so Monatslinsen müssen 6 Stunden eingelegt sein. Und ja, ich habe jetzt meine Linsen nicht dabei gehabt. Ja, und dann hast du die angelegt, ja. Ja, aber darum fühle ich mich vielleicht auch so ein bisschen nicht fit. Weil die Brille macht mich Ah, du leistest die Brille immer nur am Abend oder wenn du Ja. daheim bist. Ja, checki. mega. Und es ist schon auch hure schwer, gell? Ich habe fertig gelesen. Ich habe 5 minus, also 5 Dioptrie-Ding. Meine Gläser sind hure schwer Schwer. und ich merke es schon auf der Nase. Wahrscheinlich ist es das. Vielleicht. Ja. Ja. Aber findest du sie noch cool oder findest du, ich sollte mal auf ein neues Modell? Also heute, als ich zum Mittagessen hast du so einen Dutt gehabt, dort habe ich irgendwie... Dort habe ich... Weiß auch nicht, dort habe ich eigentlich gefunden, kommt sie mehr zur Geltung. Und jetzt findest du sie nicht so toll? Ich finde sie nicht toll. Ja doch, Ich finde sie, also wenn jetzt wir in einem Brillenladen würden stehen, ich würde jetzt nicht die nehmen und zu dir so sagen, hey, schau Flavia, leg mal die an. Okay. Würde ich jetzt, aber ich finde nicht, dass sie dir nicht steht. Okay. Also ich habe auch schon gehört, find- dass sie scheiße ist. Ich finde einfach das Lachsfarbige nicht so mies. Das ist aber es muss ja rosa. auch dies sein. Also weißt du, so, ja. Ja, alles gut. Spätestens Also ich habe das jetzt vor schauen alle 7 ins Video und sind so, was hat sie für eine Brille? Nein. Jahren entschieden. Also von dem her. Ja, eben. Ich meine, genau aus dem, also ich habe ja auch 2 Brillen an. 2 Brillen einfach, weil die einerseits so günstig sind im Ausland, aber auch zum ein bisschen abwechseln, je nach Mut, wie ich mich fühle. Heute habe ich zum Beispiel ich nenne sie sehr gerne Fensterglasgläser, weil sie so groß sind. Und wieso hast du die gewählt? Einfach, weil sie so einen geilen Retro-70s-Look hat irgendwie. Ich mag das noch. So, also etwas so artsy. Ich weiß auch nicht. Artsy. Und sie ist ein bisschen anders. Ich mag das noch, ja. Ich finde sie geil. Ja. Ja, wenn Aber ja. wir starten, mit Jenny und ich sind ja auch schon mal zusammen in die Ferien. Genau. Darum haben wir gedacht, wir steigen zusammen, also mit einem gemeinsamen Erlebnis ein. Und Exakt. zwar ist das ein bisschen mehr als ein Jahr her.
Ja. haben wir unseren Bachelor abgeschlossen. Das Diplom noch nicht in der Hand gehabt, aber wir haben mal alles abgegeben gehabt. Und dann Genau. sind wir über nach Malle geflogen. Ne? Ja, voll. Wir haben gedacht, komm, belohnen wir uns doch mit einem kleinen Trip. Also wir sind das dritte auf Mallorca und nachher sind wir das dritte auf Paris geflogen, wo wir dann noch die vierte aus unserem Uni-Grüppli getroffen haben. Und so haben wir eigentlich auch ein bisschen unsere Freundschaft gefeiert, weil wir uns an der Uni kennengelernt haben und das Kapitel jetzt zusammen haben abschliessen. Wir sind wirklich am Tag nach der Abgabe geflogen. Und ich weiss nicht, ich war krank gewesen. Wegen dieser ganzen Abgabe, wegen dem Stress. Ich habe nicht viel geschlafen, viel gearbeitet. Und auch, wir hatten noch irgendwie ein Familienfest gehabt in der gleichen Woche von der Abgabe und ich musste packen. Es war ein riesiger Stress, weil wir dann alle im Flugzeug gehockt sind. So erst dort ist so langsam der Moment gekommen. Das ist doch noch vielfach so, nicht? Ja, irgendwie erst wenn du so wirklich weisst, jetzt kann mich niemand mehr jagen oder jetzt kann mich nichts mehr kann mir etwas tun, dann ist es so. Genau. Und wir sind dann ein Auto gemietet. Ich glaube, wir sind so 5 Tage gewesen. Und was zu Mallorca natürlich gehört, ist der Ballermann. Ja, voll. Vielleicht noch eine kleine Hintergeschichte. Wir sind einfach in Mallorca. Es ist ja so eine Insel. Wahrscheinlich sind viele Leute, die das hören, jetzt auch schon mal dort in der Ferien. Ich habe das Gefühl, jeder ist schon mal dort gewesen. So am oberen rechten Ecke der Insel haben wir ein Hotel gehabt. Und wir haben ein Auto gehabt, wie du gesagt hast, und haben gewusst, wir fahren jeden Tag ein bisschen an eine andere Bucht. Und mindestens einmal, wenn wir schon auch noch den Ballermann sehen. Oder da den Megapark. Und ich weiss nicht, wie deine Einstellung so vorher zu dem Ganzen war, aber ich bin eher so skeptisch gewesen, weil ich habe schon viel von dem gehört. Und Ich war ja schon dort gewesen. Ah, stimmt, du bist Also, ja schon weißt, mal ich bin schon mal dort gewesen. Ja. Und ich kann unbedingt gehen, einfach einmal und dann, ja, das mit euch erleben. Das ist geil. ich nicht kritisch gewesen. Doch, also halt Bei mir war es, ja, stimmt, bei mir war es, weil ich so krank war, bin ich so gewesen, ich weiss nicht, ob ich so fühlen kann. Weil ich habe wie gewusst, okay, das wird eine richtige Ausgangsnacht, beziehungsweise ein Ausgangstag, weil dort wird ja wirklich fast 24/7 gesoffen, anders kann man es nicht sagen. Und ich war so gewesen, aber so krank, wie ich bin, und ich hatte einen Halsweh, ich war heiser gewesen. Wenn du schon weißt, dass du nicht kannst zu diesen Songs mitgrölen. Ja, ich bin skeptisch gewesen, ob es nicht geht oder nicht. Aber dann haben die mich irgendwie überredet. Und also ich muss sagen, Jenny hat da schon mitgerölt. Und Jenny hat aber einfach die geilste Idee gehabt für den Abend. Wir sind nicht den ganzen Tag am Ballermann gewesen, wir sind so gegen die 4, glaube ich, in Megapark. Ich weiss nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir Würfel dabei gehabt. Und das war die beste Idee von dir, das Würfelspiel einzuführen. Vielleicht kannst du das erklären. Ja, auf jeden Fall. Genau, haben wir ein Pack Würfel gekauft am Flughafen. Und wir haben die Würfel nicht nur am Ballermann genutzt, wir haben sie die ganze Ferien sind die in Einsatz gekommen. Und zwar haben wir gesagt, okay, für alles, was wir irgendwie entscheiden müssen oder für Sachen, die eine von uns machen muss, aber keine hat Bock drauf, tun wir würfeln. Und wer die höchste Zahl würfelt, muss das dann machen oder darf entscheiden, so ein bisschen so. Und eben so in Mallorca haben wir so Sachen, das Würfelspiel genutzt für, okay, wer von uns muss jetzt fahren, da haben wir gewürfelt, oder wer von uns darf heute Abend nicht trinken, weil sie muss fahren, oder wer von uns fragt jetzt nach dem Weg, um so Sachen haben wir gewürfelt. Beim Ballermann haben wir dann aber natürlich auch um andere Sachen gewürfelt, so von wegen, wer zahlt die nächste Runde, oder wer besorgt uns, was? Wieso hebst du den Finger? Oder was? Ich weiss gerade noch eine Situation. Was haben wir noch gewürfelt? Also halt auch peinliche Sachen. Es ist vor allem darum gegangen, so ein bisschen halt den anderen oder die anderen out of comfort zone zu locken. Zum Beispiel haben wir müssen, am Ballermann sind ja die hohen Stühle, wo man steht. Ja, wie so Barhocker. Genau, und dann sind wir dort gewesen, und dann haben wir müssen, die eine müssen irgendeine Person dazu bringen, dass sie mit uns ein Selfie macht, aber hat nicht dürfen mit dieser Person reden, wir mussten auf dem Hocker bleiben. Stehen bleiben, ja. Genau, und wir haben entschieden, diesen Typ musst du jetzt irgendwie dazu bringen, dass er ein Selfie von uns macht. Und dann war es so geil zum Zuschauen, weißt? Weil wir hörten denen nichts. Und dann so erklären, so, mach ein Selfie mit uns und weiss ich was. Und ja, und dort, also ich glaube, das kann man wirklich auch sagen, wir sind fast nicht die einzigen Frauen gewesen, aber Frauen sind richtig rausgestochen. Also wir als Frauen sind dort richtig aufgefallen, weil es so wenig hat. Ja, vor allem als reine Frauengruppe. Und auch, weil wir sind alle 3 recht kommunikativ, wir sind alle 3 dort in einer Beziehung gewesen. Aber weil wir so kommunikativ waren, haben das die einen schon eher interpretiert, dass wir jetzt irgendwie interessiert sind. Ja. Also am Anfang war es auch cool gewesen mit dem, weißt du noch, wie der FC geheißen, mit den FC-Jungs? Ich habe im Fall das gegoogelt. Ich weiss noch, wie der heisst.
Wie heisst er? Nettental. Nettetal. Union, FC Union Nettetal. Wir haben damals mit ihnen. Nettental, Nettental. Und die so, und woher kommt ihr? Ja. Und dann, was haben wir gesagt? Ja, irgendwie Zürich oder vom Zürichsee. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, ja, Schindelegi. Und dann, Schindelegi? Ja, Schindelegi? ja, Ja, nein, das ist sehr funny gewesen. Und es ist auffällig, es ist halt richtig aufgefallen mir, wie viel Fußballclubs dort waren. Also ganze Mannschaften, die auf Mallorca im Trainingslager sind und dann halt dort am Saufen sind. Ja, Also ja. haben alle ihre FC-Shirts angehabt und so. Mhm. Und dann haben wir auch so darum gewürfelt, wer das die Megaparks, also wer vielleicht noch nie dort war, zur Erklärung, man bekommt dort manchmal, wenn man irgendwie so ein Maß kauft, Ja. kommt man einmal ein T-Shirt über, Ja. also T-Shirt, ein mega hässliches Tanktop, wo drauf steht Megapark oder irgendwie so. Und die deutsche Flagge. Ja, genau. Oder irgendeinen Hook von so einem von diesen Ballermann-Songs. Und dann haben wir also darum gewürfelt, wer so ein T-Shirt muss anlegen oder wer sich so eins muss besorgen. Aber es hat nicht nur lustige Sachen gegeben am Ballermann. Also der eine Typ, der hat einfach nicht wollen Ja, aber los von uns. am Anfang haben wir es super mit denen. Also ich habe es richtig cool gefunden. Ja, ich habe es auch lustig gefunden. Ab einem Punkt hast du so gemerkt, der andere will es versuchen. Etwas Welchen mit meinst du dir. jetzt? Ich weiss nicht mehr welchen, aber quasi, du hast glaube gesagt, ich bin in einer Beziehung, aber er hat nicht einen Look gelassen. Weißt du? Und dann Ja. hat es ein bisschen den Mut verkackt. Weil ich Ja. denke mir einmal, okay, wenn man es einmal sagt, aber wenn es nachher immer so ist, ja, Und weiter, wenn weiter irgendwie, zum Beispiel, was ist es gewesen? Mit denen haben wir doch auch irgendwie ein Spiel dann angefangen zu spielen. sie haben auch mit uns Auch mit uns mitgewürfelt. Ah, stimmt. Oh mein Gott. Zuerst haben wir einfach das dritte mit 3 Ja. Mädels gewürfelt und uns gegenseitig gechallenged. Und das ist dann auch immer lustig und so, weil wir kennen ja auch unsere Grenzen und so. Aber dann haben die mitgewürfelt und dann ist es richtig primitiv geworden. So. Ja, Der irgendwann eine so, ja, also, wer die höchste Zahl hat, darf auswählen, welche Frau ihm einen Kurs auf Backen gibt. ja, oder oh so mein Gott. Sachen. Und nachher bin ich so, sind wir jetzt in der Dort ersten habe Sek ich mich wirklich gefühlt wie in der Primarschule auf dem Pausenplatz. Flaschen drehen. Ja, oder das Spiel, wie hat das geheißen? Wahrheit Pflicht. und Pflicht. Ja, habe ich Wahrheit- nie gespielt. Nein, wie hat das geheißen? Ja. Wahrheit, Pflicht? Ja. Wahrheit und Pflicht. Ja, Ja. stimmt. Wo du entweder hast du ein Geheimnis verraten Ja. oder eine Frage beantworten. Oder eben genau so etwas. Jemandem, keine Ahnung, an den Sack schlagen oder aufs Maul küssen oder keine Ahnung. Ich habe ein Trauma Gott. von dem. Hast du das mal gespielt als Kind? Ich habe mich immer gedruckt. Und nachher habe ich einmal gedacht, weil wir in Doppelklasse hatten, die ältere Klasse, die war recht weiter gewesen als wir. Mhm. Also so entwickelt und pubertär und so. Ja, und nachher, Alter, ich habe 3x jetzt das dort geheißen. 3x? Ja, weißt du, was hätte ich müssen machen? Entweder den einen küssen. Entweder, das ist das erste X, das zweite X wäre gewesen, eben genau, an einem Sack langen. Und das dritte wäre, durch die Unterhose einem Sack zu küssen. Und Was? weißt du, was habe ich gemacht? Ich bin brüllend aus dem Raum aufs WC Oh gesäckelt. nein! Oh nein! Wirklich. Und meine 2 Kolleginnen sind dann auch mit mir aufs WC und ich einfach nur noch brüllen. Und ich habe genau dort das gewusst. sind genau so scheiß Kindheitserinnerungen. Ja, und alle, wahrscheinlich bist du brüllend rausgerannt, alle haben giggelt und gelacht. Ich weiss nicht mehr. Ja, aber dort habe ich mich richtig uncool gefühlt. Ja. Aber ich bin Nein, froh. ja, ich weiss auch nicht, das ist wirklich einfach der pubertäre Trieb Ja, von Kindern und Jugendlichen, der einem dann dazu bringt, so Sachen zu spielen. ich weiss auch Aber nicht. eben, und dann dort, ich glaube, dort haben wir es am Ballermann dann irgendwann nicht mehr so, also Voll. nicht mehr einfach lustig finden oder einfach nicht mehr lustig gefunden und haben so gesagt, wir sind dann so gewesen, so, bei jedem, was gesagt, allem, was gesagt Ja, haben, ja. sind wir so gewesen, du schau. Aber dann haben wir Ich das glaub- dritte noch gefühlt. Ich glaub, Ja. Wir sind nachher wieder, haben uns abgesondert wieder und dann haben wir das dritte gefühlt. Aber in Mallorca war ja auch noch etwas anderes gewesen für uns. Genau. Kurzer Exkurs zu dem. Kleine Side-Story. Wo wir zu Mallorca waren, ist so ein bisschen die Anfrage gekommen, ob wir 2 den Podcast machen. Der hat ja früher, ich tue jetzt die Geschichte nicht nochmal groß Nein, ausrollen, aber auf jeden Fall haben wir früher den Podcast mit Sunrise gemacht und dort haben wir halt die Anfrage bekommen. Und in Mallorca oder auf Mallorca haben wir dann auch in dem Hotelzimmer, wo wir waren, die Probefolge aufgenommen, anhand der dann auch entschieden worden ist, machen Flavia und Jenny das Rennen oder macht ein anderes Duo das Rennen für den Podcast und so weiter. Und ich weiss noch, wie wir auch ein Vorstellungsvideo von uns haben müssen machen. Also du von dir, ich von mir. Und das Vorstellungsvideo habe ich rausgekrömelt und
bevor ich da mich selber zitiere, habe ich gedacht, können wir es vielleicht kurz einblenden, weil das vielleicht ja spannend ist für euch. Darum zeigen wir es schnell an dieser Stelle. Hallo zusammen, ich bin Flavia, da hinten sehen wir Jenny. Hey zusammen, mein Name ist Jenny, das da hinten ist Flavia. Wir sind gerade zusammen hier auf Mallorca in den Ferien. Und zwar haben wir vor ein paar Tagen unsere Bachelorarbeit abgegeben. Und die hat mich so fest in Anspruch genommen oder so fest belastet auch, kann man sagen, dass ich jetzt krank geworden bin. Aber it's okay, ich wollte mich nicht beschweren. Also uns gefällt es sehr gut hier. Wenn ich nicht gerade da bin oder an der Uni war, bin ich leidenschaftliche Volleyballspielerin. Also ich bin seit der 2. Klasse im Volleyballverein. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Wenn ich gerade nicht im Urlaub bin, dann sind meine Hobbys Insta-Stories machen, auf Zürich pendeln, weil ich halt nicht in der Nähe von Zürich wohne. Und manchmal kombiniere ich das auch. Ich wohne gerade noch daheim in Egg. Das ist ein 500-Seelendorf in Einsiedeln. Also ich bin wirklich ein sogenanntes Landei. Ja, also ich denke, früher oder später zieht es mich sicher in die Stadt. Aber im Moment wohne ich noch daheim. Ich habe noch nie nicht daheim gewohnt. Durch das Studium habe ich jetzt den städtischen Aspekt ein bisschen kennenlernen, dass es nicht normal ist, dass man 2 Stunden muss auf einen Bus warten muss. Und ich muss sagen, ich liebe den Kuhglocken-Sound, wenn ich am Morgen mein Fenster aufmache. Aber ich hasse es, dass immer alles so weit weg ist. Ich würde so gerne mit dem Velo arbeiten gehen. Ich weiss auch, dass ich in Zukunft Richtung Stadt mal ziehen will, um die Aspekte auch noch ein bisschen kennenlernen und nicht nur das Landleben. Aber ja, das ist so ein bisschen zu mir. Hey, ja, und dann haben wir eben die Videos, die ihr jetzt gerade gesehen habt oder gelost habt, eingeschickt. Also wir haben bewusst uns für das entschieden, dass wir am Strand rumlaufen einfach. Ja, man hört auch noch, wie ich heiser bin. Ja, und wir haben auch nichts getextet. Also wir haben vorher vielleicht ein bisschen überlegt, was wir sagen, aber ich glaube, ich bin eine halbe Stunde dort rumgelaufen. Wow, ich habe viel zu lange für das blöde Video Ja, nein. Aber auf jeden Fall haben wir doch das in den Kasten eingeschickt. Und the rest is history, the basically. rest is history. The rest is history. The rest is history. Ja, das ist krass. Das ist lustig, ja, weil ich habe letztens eben auch das müssen denken. Ich so, krass, das ist schon 1 Jahr her. Ich weiss noch etwas. Wir haben dann nur gedacht, so, irgendetwas müssen wir jetzt noch Special machen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, zu unserer Kollegin, die auch noch dabei war, weil sie hat dann auch noch etwas mitgeholfen. Und zwar haben wir ihr gesagt, jetzt schreibst du einfach einen random Begriff auf ein Zettel. Stimmt. Und wir wollen jetzt beweisen, dass wir über egal was schwätzen können. Stimmt. Und nachher hat sie halt etwas aufgeschrieben. Und Katamaran ist das Wort. Ja, Katamaran. Und wir so, Katamaran. Vorne hat es einen Katamaran da, wir sind am Strand. Nachher haben wir irgendwie darüber diskutiert, ob man in dem Zwischenraum durchschwimmen kann. Ja, oder nicht. voll. Aber Ja. das ist so gewesen, ja. Das Würfelspiel ist dann auch in Paris noch zum Zug gekommen. Nämlich eben sind wir dann 4 Mädels gewesen und wir sind in einem Restaurant geguckt, wo es einen mega hotten, kann man sagen, Kellner hatte. Den haben wir alle mega hübsch gefunden. Der hat uns bedient, weißt du nicht mehr? Oh, Ja. Hast du das schon vergessen? Auf jeden Fall haben wir dort gegessen und er hat uns bedient und wir sind immer wenn er wieder weggelaufen ist, hat die von ihm angeschaut worden ist, so gesagt, oh mein Gott, schau, er hat mich angeschaut. Ja, auch. Auf jeden Fall war das sehr lustig. Und nachher sind wir weitergegangen und wir sind ein bisschen rumgelaufen und sind so gewesen, welche Bar gehen wir jetzt? Wo hat es da coole Bars in Paris? Und nachher sind wir so gewesen, Leute, wir würfeln jetzt darum, wer nochmal zurückläuft, und es sind sicher 20 Minuten vergangen oder so, Ja. wer jetzt nochmal zurückläuft und der heisse Kellner fragt, wo es da eine gute Bar gibt. Und oh mein Gott, ihr müsst euch vorstellen, wir haben gewürfelt. Wir haben immer irgendwo auf der Straße gewürfelt, auf einem Mäuerli, auf dem Trottoir, am Boden. Die Leute haben uns angeschaut. Ich dachte, Ja. was machen die? Es gibt manchmal ein Unentschieden und all die Spannung, die Und dann musst du nochmal würfeln, genau. Und das ist so geil. Also wirklich die grösste Empfehlung überhaupt, wenn ihr in die Ferien geht, nehmt einfach 3 Würfel mit und würfelt um Sachen. Das macht es Ja. noch so lustiger. Ja. So viel lustiger. Und dann haben wir gewürfelt. Ich war fein raus gewesen, und du hast dann müssen zurückgehen. Ja. Hey, ich weiss mir gar nicht, wie mitgekommen, das... dich beobachten. Ich Ja, glaub ihr habt schon. mich beobachtet auf der anderen Strassenseite. Ah, ja. Aber ich bin froh, der Kellner war drinnen gewesen und ihr habt mich nicht anschauen können. Und ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich so, sorry, irgendwie... Und du hast sogar noch auf Englisch müssen Ja, fragen. sicher. Hallo? Ja. Ja, können auf Französisch. Ja, oui. Oui, oui. Bisous, bisous. Nein, Spaß. Est-ce que tu savais... Ui, Ja. mein Französisch fest eingerostet. Donde? Ja, Spanisch. Donne! Aber ja, genau. Nein, das war eine coole Zeit gewesen. Wenn wir ein bisschen zu einzelnen Storys über... Ja. Hast du gerade eine?
Auf Ich Lager. habe einfach noch so, ich habe ja in Folge 3 mal ein bisschen erzählt, dass wir auf Island gegangen sind. Das war auch letztes Jahr, im August, Juli. Jetzt, vor einem Jahr etwa, bin ich mit meinem Freund in Island gewesen. Und zwar war die Idee von dieser Reise, mir so, wo gehen wenig Leute im Sommer an? Komm, gehen wir doch mal weit in den Norden rauf. Wir sind beide noch nie so weit im Norden gewesen, haben gedacht, es ist geil, wenn nicht gerade irgendwie 35 Grad ist. Wir haben uns vorgenommen, ein Auto zu mieten oder ein Büsschen und dann die Ring Road zu fahren. Das ist wie so ein grosser Kreis, einmal rund um Island. Und ja, ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlade. Weil wir haben gewusst, wir schlafen die erste und die letzte Nacht im Hotel und alle Nächte dazwischen, also sprich irgendwie 9 Nächte, schlafen wir draussen in dem Büsschen. Also es war ein Camping. Nein, es folgt. Auf jeden Fall gehen wir, am zweiten Tag laufen wir von dem Airbnb zu dieser Autovermietung und holen unser Auto ab. Wir haben schon gewusst, was wir buchen, aber wir haben halt auch entsprechend unserem Budget gebucht. Also in Island ist halt alles auch fucking teuer, weil das so weit weg ist vom Festland und alles auf dieser Insel hat einfach den Preis, was es hat. Weil es Ja, Norden ist allgemein teurer. Ja. Genau. Und dann holen wir das Büsschen ab und wir haben einfach auch uns nicht so viel Mühe gegeben, um so zu checken, ob wirklich von der Kochsachen zum Beispiel alle Utensilien dabei sind oder nicht. Auf jeden Fall haben wir das voller Begeisterung abgeholt. Zack, sind wir losgefahren, die Ring Road gestartet. Und nachher, am ersten Abend, wir kommen auf dem Campingplatz an, wollen so kochen und merken, wir haben eine Gasflasche, aber wir haben keinen Gasherd. Also, wir haben einfach so du kannst ja mit einer Gaskartusche. Genau, danke. Wir haben Nein, Gaskartusche hinter, aber ihr habt den Aufsatz nicht. Genau, wir sind so gewesen, also was muss man jetzt genau mit dem Ding machen? Ich habe irgendwie so gecheckt, da fehlt doch etwas, weil mit Messer, Gabel und Gaskartusche und Teller kannst du wie noch nicht viel machen, weißt? Und dann haben wir so gecheckt, top, super. Wir sind irgendwo in der Pampa auf einem Campingplatz, wo es wirklich nur die Campingplätze gibt und WC. Nicht noch gemeinsame Küche, nichts. Und dann sind wir so gesehen, ja scheiße, so gut fangen die Ferien an. Nachher sind wir so zum nächsten Camper gegangen und haben dort so geklopft und so gefragt. Und es waren Deutsche oder Österreicher. Und wir so, Entschuldigung, but do you have something to cook? Bla 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 is missing. Und nachher haben die uns mega lieb ihre Gasherd oder halt das Ding, wie nennt man das? Den Aufsatz. Der Aufsatz, ja. Und dann haben wir irgendwie etwas zusammen kochen, irgendwie Nudeln mit Soße oder etwas. Das ist immer so schön auf Campingplätzen. Ja, Ich dass hatte ich das alle auch schon mit helfen. Gewürz gehabt und da bist du so, darf ich ein bisschen Salz? Voll. Und wir haben dann ihnen eine Packung Ravioli. Sie sind dann schon am Schlafen in ihrem Dachzelt von ihrem Camper. Und wir haben dann so den Topf haben wir auch nicht gehabt. Auf jeden Fall haben wir dann den Topf, den Aufsatz und noch ein Pack Ravioli unter ihr Auto gestellt, so als Dankeschön, weißt du, so herzig. Am nächsten Morgen überfahren. Ja, und dann, weil sie auch dort auch nur WC hatte, haben wir in der Dusche abgewaschen, unsere Sachen. Und das ist einfach wie so, in dem Moment hat es mich ein bisschen angeschissen. Ich war so, es hat auch geregnet in Island. Von den 10 Tagen, wo wir da waren, war fast immer scheiß Wetter gewesen. Und du bist so, du weißt, wenn du jetzt die Tür aufmachst vom Auto, musst du ganz schnell machen, weil bis die Schuhe allein wird sonst alles nass. Und sowieso, du kannst auch nirgends irgendwo die Sachen richtig aufhängen. Sie werden nie sind die Sachen richtig trocken geworden. So. Und einfach so, mein Mut war so, es schießt mich ein bisschen an, es ist nicht so komfortabel und wieso sind die da so schlecht ausgerüstet, die scheiß Autovermietung, also weißt du, so ein bisschen genervt auch. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich an die Ferien denke, an die 10 Tage, ist es auch ein mega tolles Erlebnis gewesen, weil wir haben praktisch 10 Tage am Stück an der frischen Luft verbracht, irgendwie ganz einfach gegessen und gelebt und einen riesengeilen Roadtrip gemacht und das ist so ein bisschen auch was die Ferien ein bisschen ausmacht, dass es eben genau so anders war. Und ich finde, es gibt so den Type A Fun und den Type B Fun. Und das so Islandferien sind für mich Type B Fun. So, es ist lustig, weil es so ein Abenteuer ist und weil es auch ein bisschen unangenehm ist und so. Darum, ja, out of comfort zone. Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch für euch beide zuerst mal so in einem Camper gewesen, oder? Ja, aber eben Camper du kannst dem nicht Camper sagen. Es war einfach ein Lieferwagen gewesen. Er war nicht mal verkleidet gewesen. Also in der Nacht ist schon so 5 bis 7 Grad geworden draussen. Und es war ein normaler Lieferwagen gewesen. Keine Polsterung an der Scheibe. Also wenn wir einmal geschlafen haben, hat es von der Decke getropft, weil wir geschnauft haben. Also weißt du, so. Voll. Und eben, wir sind einfach nicht so gut ausgerüstet gewesen. Ich habe halt auch mit viel besserem Wetter gerechnet. Ich habe so für 15, 20 Grad gepackt. Heisst, ich habe einen Pulli dabei gehabt, für wenn es kalt wird. Schlussendlich habe ich in 10 Tagen den gleichen Pulli angehabt, weil ich wirklich immer
habe müssen 5 Schichten anhaben. Und irgendwann habe ich einfach so den Pulli nicht mehr sehen. Ja, das glaube ich. Ja, und das war noch ein rechtes Erlebnis gewesen. Island, mega, mega schön. Ich habe nachher noch kurz gesagt, hey, Island, ich kann es jedem empfehlen, der gerne in der Natur ist, der gerne wandert, der gerne Wasserfälle hat. Wow, mega schöne Landschaften. Da nur so in Island gibt es auch die Geysir, oder? Ja, genau. Und das Fun Fact, nicht Fun Fact, einfach schnell Side Story. Ganz kurz. Ich muss vorstellen, ich bin gleichzeitig, als Jenny dort war, in Vietnam gewesen, in einem Nachtbus für 12 Stunden, so schmales Bettchen in einem Bus. Und dann läutet mir Jenny einfach random FaceTime an. Und nachher sie so vor dem Geysir, oh mein Gott, hi Flavia, schau mal, da musst du mal schauen. Und nachher ist er gerade so puff auf. Ja. Und ich bin glaube gerade Bus in Vietnam. Irgendein Bus in Vietnam und sie haben angeleitet mit Kappe und allem und ich so top und so verschwitzt. Ja, von dem gibt es einen Screenshot. Ja, den können wir schnell einblenden. Ja, den können wir an dieser Stelle wirklich einblenden. Das ist herzig. Weil ich habe dort noch anderen Kolleginnen auch angeleitet und die haben eben auch alle abgenommen. Das ist so lustig, weil die andere ist irgendwo auf irgendeiner Insel gsi. Die war genau wie du auch am Liegen gsi, aber auf einem Liegestuhl am Pool. Und von dem habe ich auch einen Screenshot, weil es ist so lustig. Ich habe so einen Fischerhut angehabt, meine Kapuze von der Regenjacke, auch da oben, meine Brille war nass gsi. Und so eine ganz andere Welt. Und für das zum Beispiel liebe ich Technik einfach so sehr, weil dass man zack innerhalb von Sekunden sich kann anrufen und sich kann sehen und ich kann dir den Geysir zeigen. Das ist so lustig. Das habe ich so herzig gefunden, yes. Ja. Hey, bei mir ich habe überlegt, was löst in mir das Wort Ferien aus? Und wenn ich Ferien höre, dann kommt mir Bällele in den Sinn. Bällele. Ja, und ihr wollt wissen, ich habe 2 Storys zu dem. Bällele ist so in meiner Familie so eine Leidenschaft, würde ich sagen. Wir sind immer in Resort-Ferien gegangen, was einen Pool hat. Und wir sind meistens in dieser Anlage gechillt. Und Bällele war immer so gewesen, Bällele, schnell zum definieren, was das für unsere Familie Käli heisst. Das ist so ein kleiner Ball, einfach so die Ferienbälle, weißt du, die Plastikbälle. Und wir rühren nicht, sondern wir tun sie so hin und her dingsen. Halt, also wie Volleyball? Ja, eigentlich schlagen die ganze Zeit, so Smash, immer also hin und her smashen. Nicht fangen und rühren, sondern antippen mit der Handfläche. Genau, und wir haben immer ein Ziel. Also ich sage immer entweder 200, 300 oder weiss ich was. Wir haben in Mallorca auch gebällert. Stimmt, weißt du, wir haben auch mega hoch erreicht. 100, 200 oder so. Nein, 300 etwas, ich weiss noch. Jetzt will man gerade die Zahl ansprechen. Ich bin mit meiner Schwester in der Corona-Zeit auf Mykonos, wenn wir auf Vietnam eine lange Reise gemacht haben, haben wir uns halt nicht, haben das müssen canceln, aber auf Mykonos hätte man können. Mykonos wäre die Partyinsel. Naja, alles zu gewesen. Und wir zuerst mal zusammen, wirklich allein in den Ferien. Du und deine Schwester. Genau, und wir am ersten Tag, was machen wir? Wir gehen jetzt einen Ball kaufen. So intrinsisch motiviert einen Ball kaufen. Und nachher haben wir da am Strand immer gebällert. Ja. Und weißt du, wie viel haben wir geschafft? Wenn du das so sagst, sicher. Also, nie am Boden. Und eine Handbewegung ist eins. Also einmal den Ball berühren, ja. Ist eins, logischerweise. Oh, Scheiße, du hast mir das damals gesagt. Also sag einfach ich schnell sage, es ist so im... Ich sage, keine Range, sag einfach... 867. 2000. Was? 2000 auf den Punkt? Ja, wir haben irgendwann nicht mehr gehalten. Wir waren, glaube ich, 40 Minuten dran gewesen, und am Strand hat es immer so Strandverkäufer und wenn die vorbeigelaufen sind, haben wir so die Hand, weißt du, so «Stopp, no!» Wenn du, Alter, die mit 1000 geschafft haben, haben wir uns so angeschaut und so, weißt du, wirklich so... Das sind immer die Momente, wo dann der Ball nachher direkt runterfällt. Ja. So, «Scheiße, jetzt nicht lachen, wenn du die ganze Zeit die Arme da oben hast, weißt du, Armtraining, plus die Leute am Strand haben halt irgendwann auch gecheckt, dass wir so ein Ziel haben, oder? Und manchmal in der Zwischen, wenn es mal wieder runtergeflogen ist und wir geflucht haben wie Sau am Strand, so ein Deutscher, und wie viel habt ihr geschafft? Und wir so 800! So oh mein Gott, ihr habt jetzt safe, wenn ihr mehrere Anläufe gebraucht habt für die 2000, habt ihr safe 10'000 Mal hin und her. Ja, wir haben 7 Tage zusammen verbracht, jeden Tag bällert. Also, oh mein Gott, aber cool, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Und das ist dann auch, je höher du kommst, umso mehr willst du noch mehr arbeiten. Ja, mega. Ja. Mega. Wir haben auch an allen Stränden ein bisschen bällern, glaube ich. Ja, voll. Ja. Aber ich finde das so cool, wenn andere Kolleginnen das aber auch fühlen. Ja, und ihr habt es dort auch gefühlt. Ja, voll. Und mit dem Bällern, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, als ich noch mit meiner Family in die Ferien bin, Bällern hat mein Vater auch genutzt, um ein Wingman zu sein.
Sagt man doch. ja? Weil der Daddy war wirklich der beste Wingman amix in der Ferien. Er hat halt recht schnell gecheckt, wenn ich, also weißt du, bin ich so 11, 12, 10. Wenn ich amix einen Bubherzen gefunden habe oder so. Yeah. Und dann hat er amix Hast du das einmal gesagt oder haben sie das einmal gemerkt? Einmal habe ich sicher gesagt, aber einmal ich glaube nicht. Und dann hat er extra den Ball ein bisschen zu weit hindern, dass ich muss den Ball zu ihm holen. So ein guter Move von deinem Dad. Ja. So. Oh mein Gott, ich würde das aber als Mami auch machen. So, oh Ja, nein, ja, ich safe. kann ihn holen, du bist näher. Ja, ich würde mir schon lachen. Oder auch sonst einfach als Wingman, dort, wo ich eben gesagt habe, welchen Typ ich cool finde. In Punta Cana war ja auch der einzige Schweizer. Hast du wieder mal in einen Bünzli verguckt? Ja, schon ein bisschen. Hey, ausgesehen wie Justin Bieber. Oh mein Gott. Aber nachher war es so, die Familie hat so ein weißt du was, du sagst auch Brügeli, oder? Brügeli? So ein Ein Holz... Schoki-Brügeli. Schokistängeli, genau. Sie haben so Holz? ein Schokistängeli. Ja. Genau, aus so, weißt du, das so eine Luftmatratze von einem Munzbrügeli. Leute, die das kennen. Und das ist... ein Brügeli in riesig und als Luftmatratze. Genau, die haben das dabei gehabt, darum offensichtlich, das sind Schweizer. Ach so. Und nachher sind die halt dort irgendwie bei der Poolbar gsi. Und nachher mein Vater so à la, komm, wir gehen jetzt auch Poolbar. Und dann hat er halt so die Konversation angefangen. Aber eigentlich kann ich ja einfach mit ihm reden. Aber der Daddy hat so angefangen so, Munzbrügeli, sind die von der Schweiz? Und ich hin so 12. Daddy. Ja, und Oder wie nachher... sagst du? Ja, Daddy. Daddy. Ey, aber er hat es gut gemacht, weil 4 Tage später bin ich am Abend mit ihm allein draussen am Meer. Was? Jö. Und dann? Ich kann- das Wort? In der Schweiz haben wir es nochmal gesehen, ja. Wirklich? Aber an dem Mit Abend... 12, 10? Oh fuck, da bin ich 15. Es stimmt, schon 15. 15. Also 3 Jahre später? Nein, sorry, ich bin allgemein... Jetzt in dieser Story bin ich 15. Aha. Ja. Okay. Aber dort war es so, wir sind in Punta Cana, gell? Das ist so, eben 15, ich bin langsam so ein bisschen in dem Game drin gewesen. Meine Schwester ist halt 7 Jahre älter, sie ist 22 gewesen und hat halt gecheckt, dass ich ihn cool finde. Und sie so, jetzt frage ihn morgen Abend, ob wir zusammen gehen in den Ausgang. Weißt du, im Hotel rein. Ja. Und ich so, nein, ich kann das doch nicht. Dann hat sie es mir für mich So in geschrieben. einem Resort. Ja, und nachher ist sie einfach mit uns zusammen in den Ausgang mitgekommen am Anfang, bis ich mich so ein bisschen eingegroovt habe. Nachher ist sie dann gegangen. Aber ja, das ist irgendwie herzig. Mega herzig. Und, Ja. nachher haben wir dann eben an einem anderen Abend hat sich meine Schwester auch bei meinen Eltern eingesetzt, an meinem letzten Abend, dass ich mit ihm raus und länger als 12. Sie hat mit meinen Eltern ausgehandelt, Flavia darf bis um 2 bleiben können, das ist die letzte Nacht. Gut, haben sie eingewilligt und ich so wir sind so am Strandbett gelegen am Meer. Du näher? Ja, haben so geredet und vielleicht ein bisschen geküsst, aber wirklich nur, also 15. Ich das ganz so neben mehr- schnell gesagt. Mehr habe ich dort noch nicht gemacht. Und nachher ist so 1:45 und ich so, ach komm, die schlafen ja jetzt eh. Also jetzt kann ich auch noch ein bisschen bleiben. Und irgendwann schaue ich so weiter und dann sehe ich einfach meinen Vater zu laufen kommen. Mein Vater hat zum Schlafen immer so karierte Bischi-Hosen an und ein weisses Unterliebli. Kommt er einfach zu laufen. Flavia Und er so, Kelly. Du, also weißt du, quasi so, «Oh, wieso bist du nicht heimgekommen?» Und er so nebendran, weißt du? Und meine Schwester, im Fall wirklich, sie hat noch nie so Angst gehabt, hat sie gesagt. Weil du dort nicht zurückgekommen bist. Ja. Und sie die war, die deine Eltern überredet hat. Sie hat Oh nein. nur noch brüllt Oh und sie hat mir gesagt, sie hat noch nein. nie so fest Angst gehabt. Oh nein. Und, ich? ja, und im Nachhinein, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil, ja. Also ich habe auch mal um meinen Bruder gebrüllt, weil ich nicht gewusst habe, wo er ist. Und zwar war das in Bangkok. In Bangkok. Wir sind zusammen mit der Familie von meinem Götti und ihren 2 Kindern, die wirklich fast das gleiche Alter haben wie mein Bruder und ich. Also 2 Familien aus der Schweiz sind zusammen in Thailand in der Ferien gewesen. Wir sind zuerst 10 Tage in Koh Samui gewesen, und dann für den Heimflug sind wir noch 4 Tage in Bangkok gewesen. Wo wir uns übrigens alle den Scheisser geholt haben für den Heimflug. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sind wir in Bangkok. Wir sind 8 Leute gewesen, schon eine grosse Gruppe. Und dann laufen wir so durch die wirklich abartig volle Stadt und irgendwie sind wir in so einem Seitengässchen gelandet, wo so ein bisschen das Rotlichtviertel ist, wo all die Ladyboys auch so stehen und so. Und genau in so einer Straße haben wir meinen Bruder verloren. Irgendwann mein war es Gott. so, meine Mutter so, «Wo ist echt der Erik?»
Und dann, und dann mein Papi auch gerade, weißt du, rumgeschaut. Und normalerweise erwartest du dein Kind so 2-3 Meter hinter dir und dort ist es. Aber irgendwie war er nirgends gewesen. Und Menschenmasse und so viele Leute. Und er war auch noch halt ein bisschen kleiner gewesen. Wie alt und war er gewesen? wie alt bin ich? Ich war dort 14 gewesen, also war er 12 gewesen. Ja. Also wirklich in einer Menschenmasse eigentlich ein 12-jähriges Kind verloren. Und dann haben meine Eltern sich aufgeteilt und sind irgendwie durch die Straße gelaufen, haben ihn gesucht. Ich weiss noch, mein Gotti hat mich so in den Arm genommen und wir sind zusammen zurück ins Hotel gelaufen und ich habe richtig gebrüllt. Ich war so, was ist, wenn sie ihn nicht mehr finden? Aber was weiss er echt, wo er geht? Und so, weißt, ich habe so richtig... Hat er ein Handy gehabt? Wahrscheinlich nicht. Nein, oder ein iPod, wo du halt irgendwo musst sein, wo es WLAN hat, um irgendwie können schreiben. Keine Ahnung. Ich weiss das alles nicht mehr so genau. Auf jeden Fall weiss ich nur, dass ich gebrüllt habe und mein Gotti hat mich in den Arm genommen und sie ist mit mir wie so weggelaufen, um mich irgendwie ein bisschen zu versorgen. Und dann irgendwie haben meine Eltern ihn dann wieder gefunden. Er ist irgendwo an einer Ecke hängen geblieben, wo er dann auch stehen geblieben ist. Und dort haben dann meine Eltern wieder gefunden. Aber es ist ein Moment gegangen. Vor allem, ich bin ja dann ins Hotel zurück, im Unwissen, ob sie ihn jetzt mittlerweile schon gefunden haben oder nicht und so. Also es ist ein Moment gegangen, wo ich wirklich auch, ich habe ums Leben von meinem Bruder gebrüllt, sozusagen, in dem Moment. Und das ist Horror. Ja, vor allem, nein. Weil du denkst so, also weißt du, dann ist einfach alles versaut. Also, obviously. Ja. Weißt du, wenn du zurückfliegst und alles, bist du ja, ganz schlimme Vorstellung. Nein, aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel, ich bin als Kind auch schon verloren gegangen, so an einem Bummeltag in der Stadt. Bist du auch schon als Kind verloren gegangen? Ich habe das Gefühl, Ja, im Super. jedes Kind geht einmal verloren. Also, Oh mein Gott. ich weiss nicht. Im Migros Halt halt. nicht schlimm Aber das verloren. ist ja auch Im nicht... Migros kannst du ja nicht verloren gehen. Doch, hallo, Nein. meine Mami ist 1,58. Also wow, ich bin ja dort auch klein gewesen. Aber meine Mami ist halt auch klein gewesen. Ja, dann ist es nur für eine Frage von der Zeit, bis es heisst, wie heisst deine Mami? Frau Kelly. Frau Ja, Kelly, ja. bitte kommen Sie zur Kasse. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, eben. Das ist, also da kannst du ja nicht verloren gehen. Ja, aber das ist meine einzige Erfahrung, die ich verloren habe. Aber hast du dich verloren gefühlt? Ja, so. Ja, ich fühle mich manchmal heute noch verloren. Ich glaube, wir alle. Ja. Ja, naja. Ich weiss nicht, von der Zeit her lange noch. Oh Du nein, kannst wenn noch ja. eine. Okay. Nachher noch... Ja, ich habe Also noch ein eine bisschen- lustige... Ja. Als Notizen habe ich mir aufgeschrieben, Istanbul. Gefälschte Geldscheine bügeln. Oh ja, das ist eine gute Abschlussstory. Kennst du sie schon, ja? Nein, nicht ganz, aber ich weiss, dass du dort an einer Hochzeit warst. Genau, und zwar bin ich in Istanbul an der Hochzeit von einer ganz guten Kollegin von mir. Und wir haben gewusst, dass man zu der Hochzeit Geld schenkt. Das ist auch, ich weiss gar nicht, ob das so kommuniziert wurde, aber wir haben auf jeden Fall auch Geld geschenkt, weil wir gedacht haben, das können sie am besten brauchen für ihre Flitterwoche und so. Also haben wir ein paar 20er-Nötchen abgehoben bei der Bank. Das war noch in der Schweiz und haben die einfach mitgenommen auf Istanbul. Und ich weiss nicht, aber Geld, also grösser ist, wenn sie Geld schenken, tun sie das ja immer in so ein Kuvert und dann, oder ja, in eine Karte und dann, wenn sie öffnest, geht das Geld auf den Schoß und jeder tut so, als hätte man es nicht gesehen und so. Und wir sind so gewesen, aber eine Hochzeit kannst du doch nicht einfach irgendwie... Nein, musst schon ein bisschen musst es präsentieren. irgendwie ein bisschen eleganter lösen. Aber in jedem Fall habe ich mal so gegoogelt, ob man mit 20er kann so Origami-Sachen falten. Und tatsächlich habe ich dann so ein YouTube-Tutorial gefunden, wie man Schmetterling kann falten aus so einem Nötchen. Und dann habe ich weiss nicht mehr, wie viel Geld wir geschenkt haben, aber es sind auf jeden Fall ein paar Schmetterlinge dann geworden. Also mein Freund und ich haben das zusammengelegt. Habe ich ein paar so Schmetterlinge dingselt, aber die sind richtig fett geworden. Also eine Note ist ja flach und wenn du das zusammenfaltest, wird das dann immer höher. Und es hat gar nicht gewirkt wie ein Schmetterling, weil das so... Es hat wie nicht zusammengekippt. Und du kannst das ja auch nicht kleben. Ja. Du kannst nicht kleben, weil die Idee ist, dass die Noten wieder auffalten und dann zur Bank bringt. Weißt du, so ein bisschen so. Weißt du, wie mühsam der Scheiß auffällt und nachher, dass sie nicht stecken bleibt, so, ja, Kollegin, das Origami falten. Ja, stimmt. Die Aber war ja. voll verkrugelt, wo sie wahrscheinlich aufgefalten hat. Ja, jedenfalls, vielleicht kann ich sie mal fragen, die Kollegin, was sie mit dem Geld dann gemacht hat. Ja, jedenfalls. Ist dann mein Freund auf die gloriose Idee gekommen, dass wir ja Gloriosi. Wie sagt man das? Glorreiche, oder? Oh ja. Gloriosi. 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 Ja. Glorreiche Idee gekommen, dass wir das Geld ja auch bügeln könnten. Also, wir können es ja mal probieren. Und dann hat er das Kleid genommen, das ich auf die Hey, Hochzeit stopp. anlegen. Wieso jetzt wieder bügeln?
Das Geld bügeln, damit es flacher wird. Weißt du, damit ich habe gemeint, wieder auseinanderbügeln. Nein, sorry. Bügeln. Fertig gefalteter Ja. Schmetterling aus diesen 20er-Nötchen, etwas drauf tun und dann bügeln. Okay. Genau. Ja. Und das hat mir mega gut geklappt. Und es ist so lustig, ich habe von dem glaube ich auch noch irgendwie einen Snap oder so. Geld Weil er einfach so das Geld glättet, so zuerst gewaschen, dann glättet. Ausländerinnen denken so, Ja. in der Schweiz hat man nicht schon genug gegeben, man tut es auch noch glätten. Ja, das war ein sehr lustiger Anblick gewesen. Und die gefälschte Geldschi-Story ist, wir haben dort, Scheiße, wie heisst die Währung in Istanbul? Oh, Oder in weiss ich nicht. Lira. Nicht. Ja, türkische Lira. Ja. Haben wir einfach auch abgehoben, um dort umeinander zu kommen, ein Taxi zahlen und so weiter und so fort. Und am Schluss, als wir wieder in der Schweiz waren, habe ich so den Rest von der Lira genommen, angeschaut und gecheckt, dass auf der einen Lira fett mit Rot etwas draufsteht. Mhm. Halt auf Türkisch. Mhm. Und dann habe ich ein Foto meiner Kollegin geschickt, die Türkisch kann. Ich so, was steht da drauf? Nachher sagt sie so, dort steht gefälscht oder fake oder weißt, irgendein Ausdruck steht drauf, von wegen, das ist kein echtes Geld. Und dann bin ich so gewesen, hä? Mhm. Du hast ja das abgehoben dort an einer Bank, oder? Genau, ich habe das Geld dort abgehoben und dann weißt du, sind wir zusammen, haben wir so zurückgedacht, wo haben wir echt irgendwie gefälschtes Geld bekommen Mhm. oder so. Und dann ist uns in den Sinn gekommen, dass wir nur Geld abgehoben haben und mit dem Taxifahrer Geld getauscht haben, also sowieso Retourgeld, weil wir zu viel gegeben haben oder so. Mhm. Ähm, Heisst, der Taxifahrer Und dann- hat gefälscht? Nein, dann haben wir studiert, okay, warte schnell, bei welcher Taxifahrer ist das echt passiert? Wir haben es dann einfach irgendwie herausfinden. So. Und dann haben wir gecheckt, wie viel, und dann sind wir so gesagt, okay, bei der, die hat so viel gekostet. Nein, stimmt, das haben wir direkt gezahlt, so viel, wie es war. Und dann da hast du gezahlt und du hast keine gefälschte zurückbekommen. Okay. Und dann haben wir realisiert, dass wir das gefälschte Geld haben wir vom Bankomat, also wir haben jedes Szenario durchgespielt und das gefälschte krass. Geld haben wir müssen vom Bankomat bekommen. Mhm. Und das ist einfach so crazy, weil du wirst doch nie denken, in der Ferien, dass du, wenn du beim Bankomat Geld abhebst, dass dort einfach auch ein bisschen auch noch Falschgeld rauskommt. Also vor allem mit Fettrot ist das euch nie aufgefallen. Ja, ich bin dann auch so gewesen, wieso ist uns das nie aufgefallen? Hast du so gedacht, schön. Nein, das Ding ist, wenn du eine Note, wo du siehst, also ich habe die nicht studiert, die Note. Ja, weißt, safe. und vor allem dort stehen so andere Sachen drauf, die ich auch nicht lesen kann. Und irgendwie ist mir der rote Balken einfach irgendwie nicht aufgefallen. Ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall bin ich dann auch so gewesen, Scheiße. Ja gut, dass sie nicht irgendwie gefasst worden sind. Weil Ja, vom falschen Ja, stell dir vor, ich hätte am Flughafen mit dem etwas zahlen wollen. Wäre ich noch nicht heimgekommen. Oh mein Nein. Gott. Nein, aber ist alles gut gegangen, nur dass ich glaube, ich habe dann so ein Nötchen mir ins Tagebuch eingeklebt, so zur Erinnerung. Das ja. musst du mir mal zeigen. Ja. Hey, Mann, geht hure schnell. Wir hatten noch sehr viele Stories. Ja. Aber, Wir machen noch Language School. was? Ich habe eher gedacht, Flavia fragt Jenny Judged. Ah ja, können wir auch. Ja, Anstatt, Ja. ist okay. ja. ist Wieder gut. mal die Schlusskategorie hat wieder mal Platz. Wow, und zwar ist mir die heute Morgen in den Sinn gekommen. Also, als ich im Tram war, Ja. habe ich eine Frau gesehen mit dem, was ich jetzt sage, wo du judgen solltest. Und zwar, Jenny, wie findest du die Anchor Piercings? Das sind die Steinchen, die man so in der Haut hat als Ah. Piercing. Und die Frau hat 3 am Handgelenk gehabt. Einfach so 3 Also wo? Steine. Vorne auf dem Handrücken. Also gerade beim Handgelenk. Beim Aha, Ende vom Arm hat sie einfach 3 so Steine drin gehabt. Sie hat sich so gehabt. Und es ist im Fall, immer wenn ich das sehe, könnte ich, mir wird instant halber schlecht. Aber sorry, jetzt habe ich dich Ja. schon beeinflusst. Aber Jenny, wie findest du das? Also, ich finde, je nach Stelle und je nach dem Fall Anzahl kann es gut aussehen. Also ich habe das auch schon gesehen auf der Straße, Leute, die das da im Dekolleté Ja, haben. das sind viele. Bis jetzt habe ich es immer da gesehen. Und je nachdem, wie es platziert ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich es sehe, dass ich das noch schön fände. Weißt, weil es dann ist wie eine Kette, halt ohne Kette, sondern nur Anhänger. Aber in der Haut. Also Aber das du findest ist- die Vorstellung grusig, weil es in der Haut ist. Ja, ich finde Piercings, zum Beispiel, jemand hat dann
also ein Ohrring ist auch ein Piercing, aber da kommt es wieder raus. Und das kommt halt nicht raus, weißt du? Also es geht durch ein Loch. Das ist one way, ja. Es ist einfach ein Loch in der Haut, wo Anker, das heisst, der verankert sich ja mit deinem Haut, mit deinem Fleisch. Und ich stelle mir dann einfach so vor, wenn du in dem Jetzt haben wir alle anhängst. abgestellt wegen dieser Vorstellung. Sorry. Oder ihr, was habt, keine Ahnung, ich stelle mir halt vor, wenn ihr anhängt irgendwo. Sorry, darum, es kommt mir immer das Szenario. Auch weißt, also ich meine, so ein Bauchpiercing oder ein Mit dem Nippelpiercing. kannst du auch hängen bleiben. Ja, aber das finde ich irgendwie weniger schlimm, weil es irgendwo wieder rauskommt. Weil es weiss, nicht was so du meinst. implantiert ist. Nein, ich finde... Nein. Aber ästhetisch, ich finde... Aber vielleicht stimmt das gar nicht, was du sagst. Das ist so mit dem Fleisch verwurzelt. Ja, wie hebt denn das schon? Zum Beispiel, wenn, Also- du kannst ja auch ein Ohrring machen und dann am Ende des Ohrring ist eine Kugel. Zum Beispiel. Wow, Und wegen der Kugel geht es nicht aus, das Ohrring. So kann das ja auch in der Haut sein. Trotzdem ist es grusig, es kommt nicht raus, es ist drin. Das finde ich einfach grusig. Aber jetzt rein ästhetisch sehe ich schon auch, also am Handgelenk sehe ich es nicht, ehrlich Ja doch, gesagt. das ist dann vielleicht wie ein Armbändchen. Ich weiss, aber das verwirrt mich. Das verwirrt mich. Also wo macht denn das sonst Sinn? Für mich macht das nur Sinn irgendwie am Dekolleté oder am Stimmt schon. Handgelenk. Wo willst du das? Am schon. Wädli? Oh mein Gott, stell dir vor, so. Ja, ich sehe deinen Punkt. Ja, wie judge ich das? Ich finde, es kann gut aussehen, man muss aber auch ein bisschen die Person dafür sein, die das trägt. Ich würde dir das jetzt zum Beispiel auch nicht geben. Ich würde es auch mir nicht geben. Aber wenn du so eine Person bist, die das kann tragen kann, die vielleicht auch noch ein paar Tattoos hat und so, eben, die das kann tragen kann, was auch an einer coolen Stelle ist, so ein bisschen, sehe ich das schon auch noch als cooler Schmuck irgendwie. Ja. Du? Ja, sorry, mich freut es schon die ganze Zeit. Oh nein! Mir früher mein Kopfweh, Mann, nein. Hast du Kopfweh? Ja, die Frisur, einfach, die Frisur ist gemacht. Sie hat einen sleeky Bun. Ein Slickback-Bun. Slickback Bun. Bam. Slickback-Bun. Und ich weiß nicht, aber immer wenn ich die Frisur trage, habe ich am Abend Kopfweh, weil alle Haare so Ja, mega. streng hintergenommen sind. Ja. Die Frisur habe ich von dir gelernt. Habe ich dir das mal mitgebracht, gell? Ja. Ja. Jetzt drehst du sie manchmal. Ja, aber eben, die Scheiß gibt Kopfweh. Ja. Aber ja. Wer schön sein will, muss leiden, würde jetzt Ja. da Heidi Klum sagen oder so. Ja. Ja. Ja, gut. Hey, wir haben noch ein Teasing zum Oh, Schluss. ja. Jenny, hau mal raus. Also, wir haben gedacht, apropos Ferienzeit und so, mega viele gehen jetzt in die Sommerpause und statt dass wir auch in die Sommerpause gehen, Also mega viele Podcasts. ja, danke, das ist noch wichtig gewesen. Genau, mega viele Podcasts gehen in die Sommerpause und statt dass wir auch in die Sommerpause gehen, legen wir eine Schippe oben drauf. Der ganze August kommt nämlich nicht nur zweimal eine Folge, sondern 4-mal eine Folge. Das heisst, nächste Woche könnt ihr schon wieder einschalten. Ich hätte gerade sagen, wenn es heisst, aber was heisst es dann? Ja, wir müssen noch einen Namen überlegen. Ja, also Name. Unser Konzept, das Flavia und ich jetzt gerade in unserem Hirn umgeistert, ist so, dass wir wie die regulären Folgen, die alle 2 Wochen kommen, die kommen ganz normal und einfach die 2 in dem sind Special-Folgen, die zusätzlich kommen, sind Ein bisschen anders strukturiert. beziehungsweise gar nicht. Weil bei uns hat Nicht jetzt... viel teasen. Okay. Du hast schon genug geteased. Okay. Aber ja, Also auf jeden gut. Fall heisst die 7 Tage wieder einschalten. Und bis dann. Folgen, bewerten, sharen auf WhatsApp, Insta-Story, hauen raus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Folge gefunden habt. Ich weiss nicht, heute bin ich irgendwie ein bisschen... Ich habe das Gefühl, ich habe es ultra schnell geredet. Ja, ich habe auch viel geredet. Ja. So schnell, so euphorisch. Ja. Aber hey, Gebt uns eure Bewertung 5 Sterne. Schickt es um. ja, und das war's. Und man hört sich nächste Woche, Leute. Also hey, tschüss zusammen, macht's gut und falls ihr Ferien gehen, schöne Ferien. Und wenn ihr sind, immer noch geniessen. Und wenn ihr nicht sind, dann auch. Genießt das Leben. Okay. Ciao zusammen. Tschüss.